Jolit, liebe Leute, herzlich willkommen für eine neue Emission Blick auf Europa. Aus dem fernen Osten kriegen wir regelmäßig Spieler geliefert von schwarz gekleideten, bärtigen Männern, die jeizen, die rundherum sich schießen, die andere Leute die Kamera aufschlagen, ganz dramatisch Szenen. Und sie wollen ein Kalifat errichten, mehr sogar nach ein Imperium abrichten. Und ein Teil davon, von denen Männern, von denen Gruppen, sind Foreign Fighters, und darüber will ich heute mit dir schwätzen, Auslandskämpfer am Fong, wo die aus unserer Mitte kommen, aus unserer Gesellschaft kommen, aus Europa kommen. Das ist so, dass alle Länder eigentlich davon betroffen sind. Verschiedene Länder haben mehr Höchstzahlen, andere haben weniger Höchstzahlen. Aber das eigentlich rund um Lützeburg, Belgien, Holland, Deutschland, Frankreich, Schweden, Dänemark, wo so Leute herkommen. Um wen handelt es sich darum? Es handelt sich eigentlich um Jungleute. Es gibt zwei Kategorien, wenn ich so kann sagen, dass die kommen aus einer Innerschicht, die haben Fernprobleme am Leben, sie haben keine Arbeit, sie haben keine Zukunft, landen dann in dem Moment über die Kriminalität, landen sie schon an den Prisungen, wenn es Vorstrafen, gehen sie immer mehr an die Strudel herangezogen. Das heißt, auch an den Prisungen selber sind sie immens empfänglich, für dann die falsche Message zu kriegen, für da radikalisiert zu gehen und dann in dem Moment dezidieren, ob der Weg zu machen an den fernen Osten, hauptsächlich an Syrien und hauptsächlich auch an den Irak. Das ist kein neues Phänomen, so Trainingscamp sind es schon gegeben. Al-Qaida hat am Afghanistan so Camps, aber also wie gesagt, in Syrien und am Irak, wo der größte Teil von den jungen Leuten hingeht, zum Teil freiwillig, zum Teil auch, weil sie so Hassprediger auf den Leim gehen, weil sie denen leben, weil sie dann da wollen antreten für eine bessere Welt. Kommen an, wie gesagt, an unserer Mitte zu allem bereit sind. Es sind ewig Zeitbomben am Anfang, die so radikalisiert sind, dass sie zu allem bereit sind. Wie gesagt, es gibt rundherum eine ganz Partie Fälle, noch zu Lützeburg, kennt ihr aus den täglichen Medien, kennt ihr auch, dass wir so Fälle hatten und dass wir auch davon in Zukunft nicht werden verschont bleiben. Das, wie gesagt, die unterschiedlich, das ist aber nicht nur die Unterschicht, die sind aber auch eine zweite Kategorie von Jugendlichen, und das sind am Anfang Leute, die schon etwas erreicht haben, die Matzen in unserer Gesellschaft stehen, die sehr wird Schulmeister sind, sehr wird Doktor, sehr wird Sozialarbeiter, sehr wird auch Studenten, die ganz große Kapazitäten haben, ganz große Qualifikationen haben, und die eigentlich aber sich dezidieren, darüber zu gehen und sich auf den Weg zu beginnen, zu machen. Wie gesagt, Faktoren, die so ein Weg favorisieren, das ist natürlich die Kriminalität, das ist Prisungen, das ist aber auch für allem über die Medien, wo sie Messagen kriegen, sie wird über Videobotschaften, sie wird über Filme, sie wird über Musik hauptsächlich so, dass sie hier ihre Message kriegen, dass sie hier Inspiration kriegen, für auf die Weg dort zu gehen und für daraus, wie gesagt, die Probleme zu machen. Dafür ist die Rolle der Medien und von den sozialen Netzwerken immens wichtig, und auch für uns, dass wir ein bisschen mehr Anzug finden, für das ein bisschen besser zu kontrollieren, was da von Messagen zirkuliert, was da von Messagen hier ist. Das ist aber auch von den Hasspredigern, das heißt, an ihrer Gemeinschaft gehen aber auch ganz viele Leute indoktriniert, für auf die Weg dort zu gehen. Es sind noch Leute, die ganz enttäuscht sind von unserer Gesellschaft, von unserem Kapitalismus, das muss ich noch sagen. Das heißt, die eigentlich zu den Unzufriedenen gehören, dass sie sich nicht respektiert fühlen, dass sie sich nicht egal fühlen, dass sie am Anfang nicht an unserer Gesellschaft integriert sind. Das ist ein ganz großes Problem, wo man auch in Zukunft viel mehr Wert drauf legen muss. Das heißt, viel mehr Wert auf Integration, auf soziale Integration legen, für auch, wie gesagt, die Phänomene können sie bekämpfen.
Das ist so, dass für allem aber innerhalb von den Armeeien, das heißt, was zählt für die Belgische Armee, ist nicht zu Brüssel, aber was zählt für die Belgische Armee, das zählt auch für andere Armeeien. Das heißt, innerhalb von den Armeeien, da sind junge Leute, die ganze Prozedur mitmachen, für Rekrut zu gehen, wo sie auch lehren, mit Waffen umgehen und all die Sachen. Und ich meine, eine belgische General hat vor kurzem gesagt, dass sie ganz klar Nährdrapolen an der belgischen Armee gehen so Elemente, gehen so Leute, die entweder die drei Möglichkeiten entweder zu kriminalistischen, kriminellen Organisationen tendieren oder mehr zu Neofaschisten oder wie gesagt eben wollen an die Richtung vom Dschihadist gehen. Ich meine, dass innerhalb von der Armee als der bekannt, mir will, dass man freie Meinungsfreiheit tun, und noch Freiheit vom Kult tun, also es nicht möglich, die Leute zu belangen, solange wie sie nicht eine Straftat verüben. Und das ist eben das, was schon mal gut ist, das heißt, dass wir sie kennen, dass wir sehen, was sie all Tag machen, wie sie sich beholen, was für Aktivitäten sie teilholen. Aber wie gesagt, wir können nicht los rausholen, solange wie sie nicht eine Straftat begangen haben. Was mich die EU, ich meine, eine Frage, die mir ganz oft gestellt kriege, was mich die EU gegen so die Foreign Fighters da, aber ich meine, dass ein ganz wichtig Pist, also mal, dass wir uns viel Gedanken machen, wie wir eine bessere Integration hergestellt kriegen, weil das ist ja am Anfang der präventive Schritt. Es gibt im Moment auch von Sicherheitskräften, von der Justiz und so weiter, es gibt ganz viel geschwärzt von Zusammenarbeit, von hauptsächlich Europol, aber auch Eurojust, alles was Justiz ist. Das ist auch gut, das soll auch sein, weil das ist meistens eine Suite, wenn sie schon radikalisiert sind, für sie dann da zu observieren, für da Maßnahmen zu holen, für etwas zu erholen. Und das ist wichtig, da muss auch mehr nach zusammen geschafft gehen auf europäischem Niveau, das ist ganz klar. Ich meine, da spielen den Datenaustausch, den Informationsaustausch eine ganz große Rolle zwischen den einzelnen Ländern, zwischen den einzelnen Institutionen. Aber was gerade so wichtig ist, das ist das Fördern von einer Integration, die jungen Leute ihr se die Schritte machen an der Phase, wo sie schlecht drauf sind, wo sie unzufrieden sind, wo sie sich, wie ich vorher gesagt habe, nicht echt viel Respekt, wo sie einfach nicht an unserer Gesellschaft angekommen sind. Für den Schritt ist es mindestens so wichtig, für den zu machen. Und ich meine, das ist eine von unseren Aufgaben, auch von der Politik, dafür zu sorgen, dass wir, wie gesagt, als Jugend besser enkadrieren, mehr einstellen, ihnen eine bessere Education bieten, nach mehr Möglichkeiten bieten, auch für hier Zukunft zu gestalten. Das heißt, die Erziehung, also immens wichtig, die Education, aber auch Aus- und Weiterbildung, Arbeitsplätze, dass sie wirklich an unserer Gesellschaft Fuß können fassen, dass sie es leben können, machen, wie wir da doch Generationen für drun gewinnt werden. Was aber noch wichtig ist, das ist auch die internationale Kooperation. Und da geht es, wie gesagt, auch UN-Resolutionen, wo wir heute geschafft haben, wo wir mitgeschafft haben, wo wir dadurch versuchen zu suivieren und umzusetzen. Ein ganz wichtiger Teil ist auch das Finanzement von denen, die Finanzströme für das zu überwachen. Wo kommen die Organisationen nun, die viel suchen, wen unterstützt, auf welche Manier? Ich meine, das ist etwas, was wir auch müssen observieren. Dann natürlich ein Sujet, wo ich heute schon darüber geschwärzt habe, das sind die Passagierdaten. Das sind die Daten, die wir aufliefern mit unserer Kreditkarte, mit unserem ganzen System, das wir buchen, für irgendwie eine Reise anzutreten mit einer Fluggesellschaft. Da werden wir hier am Parlament demnächst eine Blockage abgehen, natürlich nicht zu allen Konditionen. Es gibt einen neuen Rapport erstellt, dass nach wie Juridik gefragt gehen. Alles das ist eine neue Entwicklung, die aber in die Richtung geht, dass wir, wie gesagt, bis Ende des Jahres versichern, mit dem Conseil da eine Einigung zu finden. Es ist so, dass aber auch für dann abzuhalten mit einer bisschen mehr positive Message, das heißt, an Dänemark zu Aarhus gibt es so ein Projekt, ein Pilotprojekt, wo effektiv
staatliche Autoritäten ze summe mat den Islam, mam Islam, mat der Gemeinschaft, mat der islamischer Gemeinschaft ze summen, noéier sichchen fir wie gesot die Leute zu engagieren, ze deradikaliseieren an och dat das was ëmkomme, mé woch schon ze verhënneren, dat ze op de Weg ginn, dat ze sich radikaliseieren an hun so engem mäderschen und so enger Barbarie deeluele. Et dat so, dat ma de Pilotprojekt, dat so bësse wie Europa funktioniert, dat hecht dee leen do ganz viel Wert op kreen noch Unterstützung deelweis. An et gëtt natürlich vun andere Länder dann noch geguckt, wann de Modell erfolleg huet, an dat schenken de Moment ze hunn. Da ginn einer Länder och mat op DW an dat as interessant, well so kremer dann eng europäesch Kuvertur vun engem Modell, den vielversprechen das an den als méigerweis eng ganz Party Erlichterungen an dem dort een Sujet bringt, och wann et ganz schwéier wert sinn fir dat komplett aus der Welt zu schaffen. Dat vielleicht use pure Explikationun, dat ein Sujet, wo man immens viel könnten darüber diskutieren, aber wer doch deutschen enke de Fall ausfir enke darüber zurückkommen, so nicht op Schiffer Lommer Merci fir no.